Heute nehme ich euch mit in die Hölle, das Höllbachtal bei Rettenbach. Ein Naturschutzgebiet, das seinen Namen trägt, weil es wild, urwüchsig und geheimnisvoll wirkt. Unser Weg führt vorbei an großen Felsen, entlang des wunderschönen Wanderweges, durch Wald und über Wiesen, über die alte Holzbrücke und dann hoch zu den alten Steintitanen und dem Blockmeer aus Granit, zu dem Ort, der dem Höllbachtal seinen Namen gab. Habadere, Servus, schön, dass du wieder dabei bist heute. Ich bin der Thomas von der Licht- und Schattenmanufaktur und ich nehme euch heute mit, wenn ihr wollt, in die Hölle, ins Höllbachtal. Oder? Auf geht's, gehen wir los. Heute habe ich mich dazu entschieden, den Rundweg anders herumzugehen. Nicht mit dem Bach abwärts, sondern aufwärts. Schritt für Schritt gegen den Strom. Manchmal entdeckt man so, dass ein Ort ganz neue Geschichten erzählt. Normalerweise sieht man diese Steine erst am Schluss des Rundweges, aber da die meisten den Rundweg gar nicht komplett laufen, sondern die Hölle runtergehen und dann den gleichen Weg wieder rauf, kommen diese erst gar nicht hier vorbei. Wahnsinn. Es ist so richtig toll, wenn man aus dem dunklen Wald rauskommt in eine solche sonnenüberflutete Lichtung, grünes Gras. Die Sonne ist heute richtig toll. Unglaublich, was das für ein schöner Wanderweg ist. Die Bank hinter mir schaut wunderbar einladend aus. Die schreit förmlich, mach Pause, benutz mich, sitz hier, trink was. Aber ich muss leider ablehnen. Wir haben ja noch so viel vor und die Pause mache ich dann später, ich weiß ja schon wo. So, sorry Bank, das nächste Mal. Der Höllbach begleitet mich von hier aus bis nach oben. Zuerst sanft, dann lebhafter rauscht er über Steine, Wurzeln und kleine Kaskaden. Moos überzieht die Felsen wie ein grüner Teppich, Farne und alte Bäume spannen ihr Dach über den Pfad. Hier spürt man, dass der Ort ursprünglich ist, fast unberührt. Ein Stück Wildnis inmitten der Oberpfalz. Hier führt mich auch der Weg über die schlichte, wunderschöne alte Holzbrücke. Sie spannt sich über den Höllbach, als ob sie ein Versprechen abgibt. Wer hier hinübergeht, betritt eine andere Seite des Tals. Unter mir rauscht das Wasser und für einen Moment spüre ich, wie ich selbst Teil dieser Geschichte werde.
das jetzt für jemanden ein Problem ist, dass ich die ganze Bank hier belege. Ich hoffe mal nicht. Wobei ja überall jetzt dann hier gute Rastmöglichkeiten sind. Von dem her gehe ich jetzt dann einfach mal davon aus, nein, ich nehme jetzt niemanden den Platz weg. Wahnsinn. So, zur kleinen Stärkung gibt es hier ein Müsli-Riegel. Der muss weg. Eigentlich esse ich sowas gar nicht, aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Hört ihr das? Es ist wie ein Kinderspielplatz hier. Es sind ja auch total viele Familien unterwegs mit Kindern, entweder zu Fuß oder in der Kraxel, mit Hund und Kegel. Ein richtig schöner Familienausflug. Kann man hier machen. Kann ich nur empfehlen. Leute, ich werde nicht müde, das zu betonen. Geht raus in die Natur. Fahrt irgendwo hin, auch wenn es eine halbe Stunde weg ist. Egal. So ein Tag ist wert. Wirklich. Eine halbe Stunde mit dem Auto. Gar nichts. Genießt die Natur, solange wir es noch haben. So ein bisschen Wind, die Sonne auf der Haut, das Bachrauschen. Leute, das ist Balsam für die Seele. Das ist Heilung. Das ist Natur pur. Besser geht's nicht. So, und bevor es jetzt gleich wieder weitergeht, noch ein Hinweis. Den müsste ich eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich sehe es halt immer wieder, dass es nötig ist. Hier, Müll. Das, was man in die Natur mitnimmt, nimmt man auch wieder mit nach Hause. Und lässt es nicht irgendwo hier liegen. So wie hier das andere Zeugs da. Und in der Regel ist es so, dass ich mit mehr Müll heimkomme, als ich von zu Hause mitgenommen habe, weil ich immer dann den ganzen Müll von den anderen Leuten mit einsammle. Das ist unglaublich. Es ist so ein schöner Platz. Ein wunderbarer Rundweg zum Wandern, für Familie, für Hunde. Liebespaare, alles ist hier unterwegs. Und, was machen die? Die müllen alles zu. Das ist echt zum... Wenn ich eine Haare hätte, zum Haare raufen. Furchtbar. So, aber genug gemosert. Jetzt geht's wieder weiter. Auf geht's. Zusammenpackeln und ein letztes Stück. Doch die Hölle ist nicht nur Stille. An manchen Stellen öffnet sich der Weg zu Rastplätzen. Hier lagern Familien, Eltern packen Brotzeit aus, während Kinder über die Granitblöcke springen. Von weitem klingt es fast wie ein Freibad. Stimmen, Gelächter und manchmal ein strenger Ruf, wenn das Spiel gar zu wild wird.
Die Natur selbst ist hier der Abenteuerspielplatz. Gebaut nicht von Menschenhand, sondern von Eiszeit, Gletscher, dem Bach und von der Zeit. Früher erklärte man sich dieses Blockmeer durch Geschichten. Es hieß, der Teufel habe die Steinriesen hierher geworfen, übereinander getürmt, als ob er seine ganze Wut in den Wald geschleudert hätte. So entstand in der Sage die Hölle, ein Ort voller wilder Felsen und ungezähmter Kräfte. Heute wissen wir, es ist das Werk von Jahrmillionen. Granit, geformt durch Wollsackverwitterung, durch Eiszeiten gesprengt, durch Wasser weiter zerlegt. Hier treffen Mythos und Geologie aufeinander. Beide erzählen vom Unermesslichen, nur mit anderen Worten. Vor mir liegen die Granittitanen, gewaltige Blöcke, als hätte jemand uralte Riesen hier niedergelegt. Sie sind stumm, unbeweglich und doch erzählen sie von Kräften, die weit größer sind als wir. Und dann wird der Weg wirklich eng. Zwischen den Felsen muss ich mich hindurchschlängeln, den Körper drehen, den Atem anhalten. Manche nennen diesen Teil auch das Höllentor. Denn wenn man von oben her kommt, ist diese Spalte der Eintritt in das Höllental. Diese Engstelle erinnert mich daran, dass ich Gast bin, dass dieser Ort nicht für uns geschaffen wurde, sondern dass wir nur hindurchgehen dürfen. Und wenn man aber von unten das Höllentor durchschreitet, geht man nicht nur aus der Hölle heraus, sondern betritt ein Naturparadies. Ich liebe diesen Übergang, auch symbolisch.
Die Hölle ist kein Ort des Schreckens, sondern ein Ort der Schönheit. Ein Naturdenkmal, das uns Demut lehrt vor der Zeit, vor der Kraft der Erde, vor den Geschichten, die Menschen sich erzählen. Und manchmal zeigt sich, wer den Weg anders herumgeht, entdeckt am Ende etwas, das er so sonst nie gesehen hätte.